Hallihallöle, ich bin's, euer Blasteringenieur. Und da gut, meine rote Prophezie. Und um die soll's heute eigentlich nur indirekt gehen, weil, ja, jeder Blaster braucht einen Freund. Und damit man auch weiß, dass sie zusammenkehren, brauchen sie dieselbe Farbe. So wie meine blaue Prophezie und mein blauer Swordfish. Und so haben wir jetzt für die rote Prophezie das Blasterle da Honne. Und das habe ich habe schon mal aufgemacht. Das ist noch nicht mehr ganz original verpackt, aber ich habe es noch nicht getestet. Das ist da so eine limitierte Edition. Und da gucken wir uns das zusammen an. Da ist noch Zeugs. Gucken wir da noch rein. Da ist Luft. Die packen wir wieder ein. Vielleicht können wir sie später noch brauchen. Das ist warum friert man heißes Wasser ein? Könnte man später noch mal brauchen. Okay, ich glaube, der ist alt. Ja, so die Logik. Luft wieder einpackt. Box auf Seite. Und jetzt haben wir da die Hurricane. Das ist ein aus. Wie Gott, das ist massive Überforderung. Das muss da. Ach so, das dreht. Ah, jetzt. Jetzt. Ich habe mir doch gerade gedacht, wie dreht sich denn das Revolverle? Das ist ja cool. Das ist vorgespannt oder macht das Wumms? Und macht das Wumms? Und Wumms? Wie kriege ich das Magazin jetzt raus? Das massive Überforderung. Ach. Das Ausschalten. Ah, jetzt. Das einschaltet, dann. Na, das hat gar keine Auswirkung. Ob man das ein- oder ausschaltet. Das wäre irgendwie. Das habe ich mir jetzt gedacht, dass das. So. Ach. Das muss man. So rum. Und so Gott. Auch am ehesten wieder eine Auswahl. Okay. Ja. Man lernt da ständig dazu. So. Sommer. Das mal auch mal aufmachen und gucken, was denn da drin ist. Schauen wir. Also. Da steht sogar die Nummer 370. Ja. 370, okay. Viermal die gleiche wäre cooler gewesen. Viermal. Das sind ja bloß 1000 Stück. Dreimal die gleiche wäre cooler gewesen. Ich glaube, wir müssen die Beschreibung lesen. Zumindest so da, als ob man. Das sind meine. Schau auf Englisch. Weil meine Chinesischkenntnisse sind nicht so gut. Und das soll man da Zeugs entfernen. Das kann nicht richtig. Ach, das ist zum Zusammenbauen. Das hat ja schon jemand gemacht. Das brauchen wir da jetzt nicht. Ja, guck, da steht's. Hätte man Beschreibung gelesen, hätte man nicht rätseln müssen. Aber da hätte man auch nichts gelernt. Also, das ist dann, wenn man das zerlegen wollen. Aber das habe ich bei dem Blaster tatsächlich mal nicht vor. Also, das ist eine Seltenheit, dass ich nicht vorhabe, den zu tunen. Das packt man wieder. Nein, dass wieder original beisammen ist. Das kommt dann wieder in das zum Blaster zugehörige Archiv. Die Verpackung halt. So.
Wir müssen da jetzt Pfeile einladen. Das sind auch schon wieder die schwarzen Pfeile, die ich sonst bei der Swordfish auch habe. Aber irgendwann mal die ganze Worker, die ganze transparente Worker-Familie. Und nochmal einen. Das Prinzip ist schon cool. Und das als Magazin, das hat schon was. Das jetzt halt wirklich so Trommelwehren. Ich hab zuerst gedacht, das sei wie bei der Ultra 2. Die habe ich auf halbe Megapfeile umgerüstet. Und dachte, das ist da genauso. Das war so die Erwartungshaltung, dass man einfach da drückt und das dann. Aber das ist doch ein bisschen anders. Und das könnte man vielleicht schon so umrüsten, dass das so Gott. Weil dann bräuchte man da noch irgendwas, was den Zylinder rumdreht. Ja, jetzt gucken wir mal. Ich habe da Batterien vorbereitet. Okay, ich habe irgendwie jetzt wesentlich mehr Krach erwartet. Das ist. Ich habe schon gedacht, die haben da denselben genommen, aber das ist inspiriert durch, aber nicht dasselbe. So, da. Und jetzt so wieder umgekehrt, nein. Ah, da Gott, das Ei. Eieiei, das ist hier. Jetzt packen wir das auf die Seite. Das war's. Sehen die Batterien vielleicht ein bisschen schwach. Da bräuchte man fast einen Rückwärtsgang. So. Es ist. Das ist jetzt nicht atemberaubend, aber das sind ja bloß zwei Doppel-A-Batterien. So, ein bisschen noch. Dann können wir das. Ja, das ist jetzt. Da kann man das drehen. Das. Zack. Dann nehmen wir die da. Die anderen sind jetzt da vorne im Netz drin. Und dann gucken wir, dass das Ding mal mehr Power hat. Wisst ihr, mehr Power. Für alle, die Hör mal, wer da hämmert, gesehen haben. Mehr Power. Und das ist jetzt. Ja, das ist. Dreht das unten auch. Das ist ein bisschen wenig. Also gucken wir mal, was rauskommt. Wenn man die Spannung da verdoppelt. Müsste verdoppelt. Das haben die. Ja gut, die war das vielleicht auch nicht mehr die frischeste sei. Haben die 1,5 Volt normalerweise. Da, 1,5 Volt, ja. Die Dinger da, die
3,7 Volt. Jetzt gucken wir mal. Das war jetzt eher der Klang, den ich erwartet habe. Also, ja, das andere, das war ja. Ja, da sind die Pfeile nicht einmal richtig über den Tisch geflogen. Können nachher nochmal Vergleichsmessungen machen. Was ist da los? Aber denn? Da reibt das irgendwo dahinter. Das muss man. Ja, da komme ich jetzt halt nicht noch. Oh. Ja gut, wenn es leer ist, schießt es nicht mehr. Das ist schon klar, irgendwie. Für mein heutiges verpeiltes Ich irgendwie nicht. Ja, muss so den Pfeil auch richtig rumneiladen. Das ist dann. Ich hoffe, dass er langsam wisst, das ist mehr Entertainment wie eine Wissenschaftssendung hier. Das soll Spaß an der Technik. Darum soll es gehen. So. Jetzt. Aber wenn wir auch ein bisschen Messungen machen müssen, zumindest so pro forma, brauchen wir das Messmittel. Da ist man auf die Seite. Und da wäre auch noch Pfeil gewesen. Das packen wir auch mal auf die Seite. Das ist da. So. Dann aufwachen, geht Geschäft. Messmittel Nummer 3. So, da. Also 15,2, 18,7. Ja. Man hat halt nicht das Messmittel abschießen, sondern durchschießen. Also, das, wie schon gesagt, heute wird es mehr Entertainment wie Professionalität. Oh, 20,3. 22,2. 23,1. 50,8. Jetzt habe ich gedacht, das lasse ich noch länger hochdrehen, da bringt es wieder was. Ja, das ist. Also, ist ein witziges Blasterling. Genau das habe ich erwartet. Also, das haben wir damals einen Durchschnitt von 19,2. Mit minimal von 15,2 und maximal von 23,1. Also 19,2. Merke. Ja, mehr von Spaß als für die Wissenschaft. Machen wir da mal noch die andere Batterie wieder rein und gucken mal, ob es denn überhaupt durchs Messmittel durchlangt. Kriegt auch 6 Pfeile, dann machen wir da akkurate Tests, ganz akkurat. So, immer wieder. Ja. Das ist ein bisschen. Yeah. Aber das mit dem Batteriefach ist schon klasse. Also. Das ist eine gute Idee. Mann. Ja, das ist jetzt mit 2 Batterien wahrscheinlich schon ein bisschen. Sollte dann 4 sein und dann wäre das. Also wenn man die Idee jetzt auf einen normalen Nerf Blaster mit 4
4 Batterien übertragen wollt, wäre das halt jetzt nochmal, ja, da ist nichts Leidendes. Aber wäre das jetzt halt schon ein ordentlicher Griff. Man könnte jetzt da noch, wenn man das alles nach oben versetzt, das könnte man bei einem normalen Blaster, also wenn man da das Magazin hätte machen, das heißt, könnte man das fast, und gut, dem Griff oder halber Zentimeter auch nicht schade, könnte man da, die Technik, da den, das Griff noch ein bisschen länger. Also wenn man so einen Magazinblaster hätte oder so, könnte man die ganze Batterie in den Griff verstecken. Das wäre schon auch cool. Oder auch, da passt auch so bei die weißen Lipo rein. Also so wie ich das gesehen habe. Das wollen wir da nicht machen, das kann ich verraten. Wenn, dann kaufe ich mir nochmal einen. Aber ja, ich fand halt das halt in Rot transparent cool. Da habe ich gedacht, komm, das tust du mal an. Und dann, ja, eine besondere Edition und was weiß ich. Und ach, keine Ahnung. Das muss der Firma jetzt nicht alle Verkaufsargumente liefern. So, da 19,2 war es. Oh, ganz nah ran. Oh, 4,2. (4,6). Das war nix. Das ist blau. Das ist nicht zuverlässig. Jetzt magst du dann immer wieder nicht. Magst du den Pfeil nicht, oder? Ich tausche, lassen wir den auf der Seite. So, 4,2, 4,6, 6,5. Wenn man das leicht drückt, bleibt es sogar an. Das hat gar keinen Messwert erzeugt. 6,0. 2 kriegt's noch. Ja, das ist mit den Batterien. Das ist nicht das Wahre. Aber das auch wieder, das nennt sich dann Rohrkrepierer, oder? Ja, das ist. (4,7). Wieder so Rohrkrepierer. Ich sag's euch, das macht keinen Spaß. Aber für die Wissenschaft und das Entertainment. Mehr fürs Entertainment und für die private Neugier. So, da. Richtig hochdrehen. Hey. Das weigert sich, den 5. Messwert also den 6. Messwert zu machen. Hey.
5,5 jetzt. So, jetzt haben wir einen Durchschnitt von 5,2. Ja, zu 19,2. Also, ich glaube, das ist nicht für die Batterie ausgelegt. Also wirklich nicht. Das ist nicht. Ich bin mir relativ sicher, nicht im Sinne des Erfinders. So, da. Ah ja. So, da. Ja. Aber dafür liegen die Messwerte. Gut, 4,2, 6,5. 4,2 im Minimum, 6,5 im Maximum, klar, und 5,2 im Durchschnitt. Das packen wir es weg. Auch noch Magazine voll. Da gucke, dass das, glaube nicht so weit hinter die Wand, weil sonst blockiert sich selber. Ach, da ist das Fädel drin. Das ist schon ein cooles Magazin. Also, das ist, ich glaube, das war der erste Blaster von Werker, soweit ich weiß. Also, oder soweit, also den ersten, den sie komplett vormontiert und so fertig zu kaufen hatte, glaube ich. Und dann so eine Idee ist halt schon cool. Also. Ich meine, darum geht es ja bei dem Spielzeug, dass man irgendwie ein bisschen was Interessantes hat und nicht immer dasselbe. Also, ich meine, das ist schon cool da. Mit Punktgriff und Magazin und allem, aber auf Dauer war es langweilig. Mein Gott. Ich mag da einfach die Form von denen. Also deswegen habe ich den jetzt auch in zwei Farben schon. Also, erstes Video war die blaue, das war das 1 Jahres Spezial. Hoppala. Der hat ein bisschen mehr Bums. Hoppala. Zu viel hintereinander Gott dann doch nicht. Oh, denn das ist ein bisschen ein Nachteil an dem Magazin. Also wenn man es vergeigt hat, dann ist scheiße. Weil dann kriegt man das Magazin nämlich nicht mehr raus. Ja, warum magst du den hier jetzt nicht? Jetzt, ja. Aber man muss da ab und zu mal wieder ein bisschen lockerer Content machen, das ist. Weil, ich glaube, das nächste Video, da gehen wir wieder ein Stampede ran. Das kann es doch nicht sein lassen. Also für die Leute, die schon länger meinen Kanal abonnieren. Und wenn du das Video bis jetzt geschaut hast, also wenn du noch kein Abo da gelassen hast, dann lass es da, das hilft. Das motiviert mich mehr zu machen und ja. Führt dann auch dazu, dass wir irgendwann mal mehr Quatsch machen können. Ich glaube, darum geht es uns alle immer. So. Und ihr wisst jetzt, mein roter Prophecy ist nicht mehr ganz so einsam. Hat jetzt Gesellschaft. Das ist ganz wunderbar. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Blästern. Euer Blasteringenieur.